Aber die Ehre. Servus. Schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und wie man unschwer erkennen kann, bin ich heute in Regensburg unterwegs. Hier mit Stein an der Brücke und mit dem Dom im Hintergrund. Wir gucken uns heute nicht die Sehenswürdigkeiten an in Regensburg, sondern wir fotografieren heute Erdbienen. Jedes Jahr zur Frühlingszeit, immer so um Ostern rum, so wie heute. Wenn das Wetter so richtig traumhaft ist wie heute, ist es natürlich perfekt. Aber immer so in dem Frühlingszeitraum, wenn die Frühlingsgefühle erwachen, erwachen die nicht nur bei uns, sondern auch in der Tierwelt. Und momentan geht es gerade richtig ab. Und zwar mit den Sandbienen, die schwirren am Boden rum und wollen sich paaren und fortpflanzen und ist ein Riesenspektakel. Ich bin jedes Jahr immer total fasziniert davon und möchte euch heute mitnehmen und euch das zeigen und vielleicht ein bisschen inspirieren dazu, das nächste Mal auch euch einen Platz zu suchen, wo Sandbienen brüten und den Frühlingszeitraum abzupassen und den entscheidenden Moment zu nutzen, wenn die Natur mal so richtig durchdreht. Ja? Und wenn dich das interessiert, wo hier in Regensburg die Sandbienen sind, dann bleib dran und dann komm mit. Bis gleich. Habe die Ehre. Jetzt sind wir auch schon hier angekommen, auf der anderen Seite der Schleuse. Und wenn ich mich jetzt hier umdrehe, dann sehen wir auch schon die erste Wiese, wo die Sandbienen unterwegs sind. Und hier auf dieser Seite ist alles, was grün ist, Spielwiese der Sandbienen. Und die tummeln sich und fliegen und freuen sich und vergnügen sich, als wenn es keinen Morgen gäbe. Ja, leider dauert das ganze Spektakel nur wenige Tage, vielleicht so 2 Wochen, im Frühling, so um Ostern rum. Und von daher muss man jeden Tag, der toll ist, nutzen und versuchen, so viel wie es geht, von dem ganzen Ereignis einzufangen.
Sodala, ich habe mich jetzt mal hier für einen Abschluss ins Auto zurückgezogen. Draußen mal kurz 2 Minuten was sagen, geht ja fast gar nicht, weil ständig irgendwie jemand vorbeiläuft, stehen bleibt. Lustigerweise dann immer genau entweder vor mir oder hinter mir. Ja, als wenn sie immer total neugierig wären, was ich denn jetzt hier gerade mache oder in die Kamera rede. Und von dem her bin ich jetzt hier mal abgeschottet, obwohl ständig auch wieder immer Leute vorbeigehen, Autos vorbeifahren. War schon die richtige Entscheidung. Genau, so, jetzt haben wir, ja, ich bin jetzt hier fast 4 Stunden unterwegs gewesen, habe fotografiert, habe gefilmt. War immer ein bisschen wechselhaft von den Bedingungen her. Mal war die Sonne draußen, weil die Wolken weg waren, dann war die Sonne wieder hinter den Wolken verschwunden. Das heißt, man musste heute ein bisschen kämpfen mit der Belichtungseinstellung, mit den ISO-Werten und. Und genau, so interessant auch für die Leute, dass ich im Auto hier eine Kamera habe und in die Kamera rede. Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Sind mittlerweile die Menschen so neugierig geworden, ja, dass es sogar nötig ist, vor dem Auto stehen zu bleiben und zu gucken, was man denn im Auto irgendwie macht. Es ist ja unglaublich. Nichtsdestotrotz ist es halt so, wenn du mit der Kamera unterwegs bist, musst du das abkönnen. Ja? Du stehst dann irgendwie unweigerlich im Rampenlicht, weil du bist irgendwie was Unnatürliches. Ja? Wenn du mit der Kamera unterwegs bist, heute habe ich auch noch ein bisschen mit der Insta360 gefilmt, das kennen die Leute nicht. Ja? Oh mein Gott, da kommt einer wieder mit einem Deppenzepter daher und hat dann vorne eine GoPro drauf. Ja? Wobei, ja, egal. Auf alle Fälle kann ich euch nur sagen, nutzt die Gelegenheit, geht raus, guckt Frühling, Ostern rum, wo die Bienen hier am Boden rumschwirren und legt euch in die Wiese und versucht schöne Fotos zu machen. By the way, noch einen kurzen Hinweis. Die Erdbienen sind überhaupt nicht aggressiv. Ja? Also ich bewege mich da und bin für die Bienen unsichtbar. Ja? Es schert sich keiner darum, dass ich jetzt hier da bin, fotografiere, ich lege mich rein, ich krabble. Natürlich passe ich auf, dass ich jetzt hier keine Biene da irgendwie platt drücke. Wobei man sowieso beobachten kann, dass wenn man sich da irgendwie bewegt, es dauert ein paar Minuten und dann verteilen sich die Bienen wieder irgendwie ganz woanders. Also die kriegen dann doch schon mit, dass dann irgendwie so ein Störenfried da ist, aber die sind nicht aggressiv. Ja? Die sind drauf aus, sich zu paaren. Ja? Die sind im Liebesrausch und in dem Liebesrausch blenden die quasi alles, was normalerweise Gefahr wäre, aus. Das heißt, keine Angst. Ich mache das jetzt dann schon das 4. Jahr und bin wirklich nicht vorsichtig, was da die Nähe an geht, also die Nähe zu den Bienen. Und mich hat noch nie eine gestochen. Ja, nie irgendwo das Gefühl gehabt, dass da irgendwas aggressiv wäre. Von dem her keine Angst. Ich breche jetzt hier ab. Fahr heim, guck mir jetzt die Bilder an, die Videos an und ich denke, dass da das eine oder andere dabei gewesen ist heute. Und für euch wünsche ich alles Gute. Ja, momentan ist Ostern, ist aber schon längst wieder vorbei. Das heißt, Ostergrüße geht raus dann für nächstes Jahr. Macht es gut, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber Servus.